Madame Isabel Wiesler-Lima, Herr Charles Görens, muss merci, dass ihr Zeit geholt habt oder dass dir ihr Zeit geholt habt, für mal zu schwätzen an dieser ungewöhnlichen Zeit, an dieser Krisenzeit. Wir geschaffen aktuell alle gut von daheim aus, von Lützeburg aus, wie ich gerade so schaffen wir an dir hat auch gestern online, also per Scan aufgestimmt. War praktisch also war ein unanime Wort von den 6 Lützeburger Europadeputéierten praktisch für all die 3 Frauen so einer ganz kurzen werdet gegangen aus hat man auch praktisch eine Unanimität innerhalb vom Europäischen Parlament was denkst du so im Gang den Zeitfenster auf Flughäfen dass es kein Gehstoffpflicht gibt da geht es um spezifische Mesuren für Investitionen an Gesundheitssysteme an noch einer Sektoren von den Memberstaaten an es geht um finanzielle Unterstützung für stark betroffene Memberstaaten in der Länder der der Negoziation für ihre Beitritt an die EU sind. Ich will lieber die Unanimität schwätzen an Frauen normalerweise am Parlament so sollte ihr auch sehen, dass du kontradiktorisch Diskurse gibt am Europäischen Parlament auch Gruppen, die gehen Politiker, die gehen die Idee von der europäischen Integration am Ganzen sind. Sie dir irgendwie froh, dass für das Frauen an dieser Krise, die wir erleben, aber das Europäische Parlament zur Summe steht, wie auch am Übrigen Chamber zu Lützeburg. Isabel, ich kann vielleicht mit dir aufhängen. Et weist am Fong geholl wie dramatisch am Fong Situation ass wie aussergewöhnlichste ass an dat eng ganz eng andere Attitüd verlangt. Ech muss so dat wirklich begreessen, dat man ha Unanimitéit tun wann en Debatte gelauscht huet den och gesinn, dat Gruppen déi net die am Fong eichter antieuropäisch sind oder richtig antieuropäisch sind, auch ganz kontradiktorisch wäre, weil mir gesehen ja heute, dass Europa ja wirklich reagiert, an auch handelsfähig ist, an auch Decisionen hält. Denn das wird heute am Fong geholt, am Fong, es gibt ja gesagt, Europa geht nicht genug machen, das ist aber gut nicht vor. Das ist so, dass die europäischen Länder Probleme gestalten. Die weisen sich nicht unbedingt als Einzelland solidarisch, wie auf europäischem Niveau. Da haben wir Reaktionen. Das, was Europa nicht möchte, als weil sie den Pouvoir nicht gekriegt hat, für zu machen. Am Fungehol weiß Krise, dass man nicht mehr Europa, mehr am Fungehol mehr Europa brauchen. Ein Europa, das mehr reagieren kann, aber auch mehr Pouvoir hat, für zu reagieren. Und gesagt, durch das, was du just gesagt hast, wie solidarisch in am Fond geholt Niveau von der Europäischen Union kann sein, wann da wirklich auch Europa gebraucht wird. Charles stand auch, also die Frage geht auch in dieselbe Richtung, die Unanimität, die man so gestern erlebt haben, als das beispielhaft. Das Beispiel haben das für allem responsabel. Das ist noch nicht im Moment für eine größte Demonstration von Pluralismus zu machen, wenn wir sollen haben Ideen stellen, die susceptibel sind, aus der Krise rauszuführen. Die Europäische Union als ein wichtiger Akteur, das aber leider am öffentlichen Diskurs nicht rüberkommt. Ich muss auch sagen, dass die Kommunikation von der Europäischen Kommission nicht ganz up-to-date war. Ich hätte mal gehofft, dass die Europäische Union mehr auf hier gestellt hat, was sie schon alles gemäht oder was noch alles wird merken, weil das aber ganz appreciabel, wenn die Europäische Zentralbank undeutet, dass sie 750 Milliarden Liquiditäten an das Circuit bringt, wenn sie bereit, dass Kreanzen abzukaufen, das sind alles Schritte in die richtige Richtung, an die helfen das Problem dans les médias lesen. Die Europäische Union hat doch dezidiert für budgetäre Grenzen, die budgetäre Disziplin zu lockern. Alles das sind aber wichtige Initiativen, die die Europäische Union geholt hat. Wir sind an einer Zeit, wo muss schnell entschieden gehen, und zu gleicher Zeit müssen die Lösungsvorschläge an die Solutionen, die proposiert gehen, ganz gut durchstößt sind. Das sind so. Punkto Lösungsvorschläge, dazu auch ein Rückfrage, es gibt das nur jetzt von Corona-Bonds, also nicht von Euro-Bonds, weil
über Jahren immer im Abkommen ist, wo Lützeburg auch als Land, als Regierung eine skeptische Position hat. Und dort bemol, was das Thema Corona-Bonds geht, sind wir aber am selben Boot wie Frankreich, Spanien, Italien, so mal die südeuropäischen Länder, die auch für Eurobonds sind. Und du hast echt Deutschland, Holland, Österreich, die du gehen sind. Das heißt, wenn man wirklich an Corona-Bonds, das hängt doch zusammen mit vielleicht mit der Idee von einem europäischen Marshallplan für auf die Krise zu reagieren. Erwartest du dir mehr auch von sagen wir mal, den nordeuropäischen Ländern mehr Solidarität während dieser Zeit? Ich fährte nee, weil die 4 Länder, die du genannt kaufen, dass sie noch die blockieren beim MFF, bei der Abstellung von den Finanzen, die der Europäischen Union zur Verfügung gestellt wird, wie nächstes Jahr. Die sind stur. Wir haben den Durchgriff schon gesehen 2008. Da waren Eurobonds schon an der Diskussion. War das ein Eurobond? Ein Eurobond als ein Emprunt, den möchte zu Mai, dass man so zu den 19 Ländern, an die 19 Länder, die müssen dann solidarisch haften. Contrairement zum europäischen Stabilitätsmechanismus, dem Rettungsschirm, da geht auch ein Land suchen, lehnen wir auf sein eigenen Numm und haft just für die Summe, die gelehnt wird. Das ist der Unterschied zwischen den Eurobonds und den Kontributionen, die Einzelmemberstaaten zum Rettungsschirm leisten. Für was sind Eurobonds aber wichtig, mit der kriegen größer Geldmontant gelehnt zu einem niedrigen Zinsfuß, weil die Gutländer, die in AAA haben oder die eine ganz gute Bonität haben, an der Hinsicht die kriegen billig gelehnt. Das kennen alle gut zu gut. Und dem Strich werden sie auch alle gute Gewinner. Natürlich sind Länder wie Holland oder Finnland oder Österreich, die fährten, dass wenn ein Emprunt nicht zurückbezahlt wird, dass sie dann, man denkt, so müssen haften. Das müssen sie auch am europäischen Rettungsschirm, aber nicht just für ihre Montant. Voilà, das ist echt in der Meinung, dass man teure Bonds, dass das mehr wie überfällig für, dass man die kriegen. Also Eurobonds oder Corona-Bonds oder beides? Das ist dasselbe. Corona-Bonds, das ist ein Eurobond, der kann aktiviert gehen für die Corona-Krise zu lesen. Isabel, Isabel, warst du da auf Engerlin mit dem Charles oder sagst du das anders? Ganz klar ist, dass wir an der Haie-Krise eine richtige Solidarität brauchen. Und wir sind sogar am Gang in der Luft von Europa zu schwatzen, wir kommen nicht allein, für es auch weltweit zu machen. Und es sind ja auch Mechanismen, die am Gang sind, an Platz gesetzt gehen, oder zumindest Hilfen, die an Platz gesagt gehen. Ich muss sagen, dass ich es fand, dass der Europäischen Union gut zu Gesicht stehen, wenn wir geben, op de Weg vun den Eurobonds goen. Wie de Charles just gesot huet Corona-Bonds sie just nëmmen Eurobonds, die spezifisch fir die Krislo vum Coronavirus benutzt gefe gin. Mir komme go net erlerncht fir hai richchte Solidarität zu weisen, wann hai och nëmmen e pu Länder gut gefen do vun der wäsch kommen, wat die Krise ubelangt, die können ja sowieso nicht evaluieren auf sich selber. Denn der Virus an Situationen, die man haben, der Fakt, dass Chitwore betroffen ist, an die Erde weiß, wie betroffen ist, weiß, dass man solidarisch sein. Das nicht nur 2 oder 3 oder 4 Länder, die sich geben können, allein heil aus dem Ganzen rausbringen. Ja, ich will ein bisschen einen Schritt zurück zu gehen. Für 7 Jahre hat man schon mal eine Deklaration, die eine Reaktion war auf den Zweiten Weltkrieg, gesagt oder gedacht gesagt, dass die Corona-Krise die größte Krise ist von unserem Kontinent, die wir erleben, hinter dem Zweiten Weltkrieg. Und das, was du an der Charles gerade durchmeinst, sind weiter Integrationsschritte am europäischen Projekt. Als das zu erwarten, dass das könnt, wie gesagt, du musst halt meine Schumann-Deklaration post-Zweiten Weltkrieg, und wenn die Zeit rüber ist, dass man dann auch zusammen als weiter als Staatengemeinschaft integrieren. An diesem Gespräch werde ich so tun, als wir wirklich an die Richtung gegangen. Ich meine, so ein Krise weist, dass man absolut besser bewaffnet wären, für Dateien zu meistern, wenn wir mehr Europa hätten, aber mehr Decisionen hätte können auf europäischem Niveau geholt gehen.
automatisch mat méi Solidarität, wéi dat wat geschieht ass, wo jiwer Land nis Insel reagiert huet, an dann op sech a Grenzen zougemerk huet. An den no muss dann die Europäisch Kommission Neimaßnahmen holen, ein ganz Arbeitsmache, für dat die Grenzen dann is opgehen, fir eben mit den ganz medizinisch Elemente, die man brauchen, an die da blockiert sind op die Grenzen. Wir brauchen in Europa. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass man an dieser Situation, an dieser Krise, so wie sie ist, muss man wirklich aufpassen, was in Zukunft geschieht, weil Strukturen von unserer Gesellschaft an sich sind gefährdet. Wir müssen wirklich gucken, dass nicht durch das, was eben in der Krisenzeit Ausnahmsmaßnahmen muss sein, dass die nicht davon profitiert wird, für wirklich den Rechtsstaat, für Pressefreiheit, für was weiß ich nicht auch alles, was als Demokratie und als Freiheit ausmischt, dass das auf den Kopf gehalten wird. Mit Risiko, also Mengen an, ganz klar do, dem nur wie das alles auswirkt. Ich will als aufschließend froh, und dann spielst du Ball und den Schere, das Stichwort mehr Solidarität aufgreifen. Göster, Telemetz an der Markt Angel, auch das ugeschwärzt, wo ich dann noch gefragt habe, was möchte die Krise, die mal alliert werden, vielleicht doch mal dir persönlich. Du suchten sie zwei, dass ihn sich besinnt, ob das vielleicht wirklich geht am Leben. Charles, vielleicht los nicht, vielleicht geht kurz, ob das reagieren, was dieser Fall gerade gesucht wird, und dann als zweites so ein wäre sich zu wissen, welche Konsequenzen du da erhoffst durch die Besinnung, die man vielleicht alle gut gezwungen mussten erleben. muss ich so mir net Partei in Händen bekämpfen von der Krise sei, weil die ganz paar die Instrumente, die an Wege gelegt goen nur der Krise von 2008, die sind nur gültig. Den Regel op den ESM, die Kaffee 140 Milliarden mobilisieren als ugespart gehen, ein Abandon von den Kriterien, den als auch kompatibel mit den europäischen Regeln, wenn es geht für Budgetdisziplin in der Parenthese zu setzen, die Europäische Zentralbank wird reagiert. Die Sachen nummer sie gut durchstöcht. Das Problem ist System, dass die Mechanismen einst ein bisschen wie lange Zeit brauchen für zu greifen oder für unzukennen und Problem für Gouvernance. Das kennt Angang von dann eine nächste Konferenz, Regierungskonferenz, New York Konferenz über Zukunft von der Europäischen Union, wo so Sachen müssen gespart gehen. Das was man muss merken, dass Schritt limitieren Konsequenzen aufhedern an wir momentan genug Instrumente. Die anderen, die kennen man nach, wir können die perfektionieren, Decisionsmechanismen vereinfachen, wir für uns alle darf man der Kiem von der Europäischen Union nicht abgehen. Wir sehen, weil es geht verschiedene um Grenzen, Regeln Kraft setzt, da kommen sogar wichtig, da gehen Lieferketten erbracht, da das nicht gut, wir brauchen die Marché intérieur, müssen die weiter ausbauen. Und geht doch nur drin. Wir fangen alle auf viel mehr niedrigen Niveau von wirtschaftlicher Aktivität an. China, so gut wie die Amerikaner, wie wir. Wir sind an dem Sinne nicht an dem Konkurrenzdruck, dass wir länger eine Krise hätten. Die haben uns auch alle gut. Geht nur drin für durch solidarisch Februar, bien entendu, Sozialhärten aufzufördern, Leute so nur wie möglich Arbeitsmarkt runterzulassen, dat sobald wie de Wirtschaft enke greift ugekurbelt dass dat die Regeln können am Arbeitsprozess voller ganz ihre hochspielen. Charles Görens, Isabel Wiesler Lima, so Merci, dass ihr Zeit geholt habt. So mal bis gespannt, ich meine, dass man das Format beibehalten werden und ja. Ich wollte aber so, du hast die Frage gestellt, ich wollte aber mit zwei Worten so, dass den wirklich spielt, dass obwohl physische Distanz da ist, bleibt mir nur bei Nähren. Wir frohen nur bei all den Leuten, wo man auch schon mal lange haben, nicht nur gefragt, wie es ihnen geht, dass die doch gut, dass den Menschen, der wirklich ganz positiv aber ist. Ich meine, das ist ein ganz so, positiven Aufschluss von diesem Gespräch an wenn das positiv ist, dass man aus dieser Krise sehen, ich meine, dann ist
wie gesagt, dann hast du den positiven Aspekt virtuell bei all den Schuhe, den ich machen wie sie virtuell ganz nur bei denen op sommer physisch Felder sitzen. Voilà. An diesem Sinn so ich wünsche mir dir viel Courage an merci an bis gespannt. Gereisal. Okay. Eddie. Eddie. Eddie.